观众朋友，大家好，欢迎收看客家新闻插枝。苗栗县中南太埔农民因为农地被县政府强制征收，大家抗争，受到全国的注意。经过研究的大学双方各退一步，总算用业务保留、农地集中、用地问题的方式来解决争议。为错都爱开发，爱做公共建设，征收人民的土地，在台湾是极平常的事情。不过，其实各国对公共建设的用地取得无听错，如是用强制征收的方式。像德国就算法律本政府部门土地征收的权利，公部门也唔会轻采去用，但都是用市价来买来租，也算用土地重划、用地问题的方式来取得用地。陈建民、王训勇陆带眼人对德国的处理方式来反省国内的土地征收机制。最近，因为苗栗县政府强势用怪术参贴中南太埔作为好高的无为，受到社会各界批评。前一周，更加要求签署台湾各地的农民来到台北，在总统府面头前高压，当天的香港啊争取自家权益。太埔事件引起很多人反弹，从地方一直影响到中央部会。行政院长唔同意加摆出面调解，虽然地方政府是讲因为依法行政，还是因为疏他唔合情理，老社会大众非实理。因为监督不周，所以在这个地方也对我们神农大地以及全国的农民感到致歉。计划透过都市计划个案变更的程序，在该区段征收范围内，检讨保留一块适当的这个区位，还有适当的面积，这些土地啊，划设为农业区，以供该特定区内有意愿的农民啊，来继续做农业耕作的使用。在中央的指示下，太埔事件总算有好转徛，除贴唔肯被征收的农民，做嚟延误原地保留。更加喺中南科学园区度挖出一地5公顷的田丘，用地换地，好帮农民继续耕种。建物保留、农地集中的这个原则，我们经过5个小时的协商，那么地主都已经满意这个协商的结果。其实大埔那个案子走到最后，他走的方法是用土地重划的方法啦，所以我们常在讲那我们有没有可能以后政府如果要进行都市的一个开发，有没有办法用土地重划的方式，而不是用区段征收的方式？因为区段征收方式太过于强烈。Autobahn beziehungsweise wir als Behörde, wir bauen ein neues Wegenetz, das auf die Autobahn abgestimmt ist, dass diese Flächen wieder bewirtschaftet werden können. 用地换地的方式来解决土地争议，在台湾是天地，不过在国外是喺当执爽的。像德国巴伐利亚把慕尼黑市郊的99号公路，邦政府就用土地重划的方式，换土地俾唔肯卖地的农民。Flächen aufkaufen und dorthin verlegen, wo Bedarf besteht für die Autobahn, aber im gleichen Projekt Flächenbereitstellung für den Erholungssee in Unterschleißheim. Vielleicht kennen Sie das Gebiet. Also diese Fläche für das neue Badegelände wurde auch bereitgestellt durch Flächenerwerb. Das war seinerzeit die Kiesentnahmestelle für die Autobahn. Und hier ist der See im Zuge des Autobahnbaus entstanden und über diese Flächen, die hier vorweg gekauft worden sind sie da an dieser Stelle für den See bereitgestellt worden. 德国各地政府为了下一版其他公共建设可能会用到的土地，在足足的预算下，更加为适当的买土地准备定呢。Wir kaufen sogar sehr viel Flächen auf. Sie müssen sich vorstellen, wenn die Landeshauptstadt München Baugebiete entwickelt, die haben ja in ihrem Stadtgebiet nicht die Möglichkeit, hier solche landschaftliche Ausgleichsflächen, so ökologische Auslaufsmaßnahmen zu entwickeln. Die haben sie die Möglichkeit gar nicht. Deswegen sind sie natürlich auch auf der Suche, im Umland entsprechend ökologische Ausgleichsflächen zu finden. Und wenn wir die schon haben, dann verkaufen wir die logischerweise auch an die Landeshauptstadt. Natürlich, klar. Also das heißt, die Gemeinden haben selber schon sehr viele Flächen. Natürlich. Egal wo irgendwelche landwirtschaftliche Flächen zu kaufen, ist eines der zentralen Punkte.
wo irgendwas zu kaufen ist, kaufen wir. 我用天换地的方式来保障农民的权益，也都係因為德國的憲法保障人民的財產權。故所喺德國，就算發啲本政府土地證書的權利，也唔會侵採用。Das Eigentum ist im Grundgesetz im Artikel 14 stark geschützt. Es gibt bestimmte Ausnahmetatbestände, die sind auch gesetzlich geregelt und es muss gesetzlich geregelt sein, dass der Staat ins Privateigentum eingreifen kann. Der Staat kann immer dann ins Eigentum eingreifen, wenn das Interesse der Öffentlichkeit größer ist als das Privatinteresse des Eigentümers. Es ist ein Abwägungsprozess. Und wie gesagt, also diese Abwägungsgründe, warum der Staat eingreifen kann, das muss gesetzlich geregelt sein. So, jetzt hat der Staat ein Genehmigungsverfahren für den Bau der Autobahn durchgeführt. Die Autobahn war genehmigt. Jetzt steht im Gesetz, es ist gerechtfertigt für den Bau einer Autobahn als letztes Mittel. Also der Staat muss vorher ein Kaufangebot machen, der muss ein Tauschangebot machen, er muss alle seine Möglichkeiten ausnutzen. Als letztes Mittel dürfte er enteignen. 土地證書協也唔像台灣常用土地證書條例，單一嘅法規來規定。德國嘅各項公共建設都需要土地嘅法條，授權土地證書，政府部門怎做嚟用？ Und im Gesetz müsste dann auch die Lösung drin sein, dass man dazu eine Enteignung machen kann. Also ich sage ein Beispiel, wenn der Flughafen gebaut wird und der Flughafen bekommt auf dem freien Markt die Flächen nicht, kann es nicht kaufen. Auch Flurbereinigung versagt mit Tauschen, dann kann man sagen, der Flughafen ist öffentliches Interesse und um das öffentliche Interesse zu realisieren, muss man die Enteignung durchführen. Aber dann braucht man ein eigenes Flughafengesetz, das Enteignung zulässt. 公共建設更符合公共利益，也唔係開發部門講嚟做算事。喺德國，各個計劃都係由土地嘅委員會來審核，權限嘅確定係唔係應該由土地證書協。 Es ist sehr kompliziert. Also ich weiß nicht, wie es bei Ihnen da ist, bei der Amt für ländliche Entwicklung. Bei größeren Straßenbaumaßnahmen, da wird das sogenannte Planfeststellungsverfahren eingeleitet. Der Planfeststellungsverfahren ist vereinfacht ausgedrückt nichts anderes wie ein Bauantrag. Und im Bauantrag müssen halt alle Unterlagen zusammengefasst werden, werden alle Sparten abgefragt, ob das der Naturschutz ist, ob das die Eigentümer sind und viele Fragen. Und da wird alles zusammengesetzt. Und dann, wenn der Beschluss ergeht, der Planfeststellungsbeschluss, dann, das ist nichts anderes wie dann die Baugenehmigung und dann muss man jetzt schauen, ob alle Eigentümer dabei waren und wenn jetzt der Eigner nicht dabei war, dann muss man halt da gibt es die vorzeitige Besitzeinweisung, nichts anderes wie der Enteigner und dann wird er halt dann per Gericht in irgendeiner Form entschädigt. Das ist jetzt am Flughafen läuft da unten, ist genau so ein Verfahren jetzt, da kann man es vielleicht ganz bildlich erklären. Das ist jetzt zum Beispiel Dinge, die der Freistaat jetzt zum Beispiel macht. Da läuft jetzt gerade das Planfeststellungsverfahren. Ob jetzt die Eigentümer da unten alle mitmachen oder nicht, das weiß ich jetzt gar nicht. Ich denke nicht. Und das werden halt irgendwann mal Gerichte entscheiden, ob es dann so weit kommt oder nicht. 公共利益其实是个非常抽象的法律词汇啊，是一个不确定的法律的名词。所以，如何要来体现公共利益，一定要透过非常严谨的行政的程序。所以征收当中。 如何来共同界定、共同形塑什么叫做公共利益，是个非常重要的一个課題。台灣的土地證書雖然也有當場的委員會，不過委員但是超過一半係政府部門代表，故所有學者就建議，係應該參考國外的制度，強化土地證書審議委員會的土地審查功能。一定要重新考量，有沒有一個獨立出來？ 是行政官員沒有介入的另外一個委員會一個機制，讓這個委員會能夠真的獨立行使他們的職權，由他們來衡量所謂的公共利益。因為唔係行政機關土地委員會審核以外，學者行嘅認為應該俾民眾由第三者管土做到主張自家嘅權利，而支付行政權，就唔係像先前嘅太普斯協，也係其他土地證書案。 本人證書土地的民眾，搶走的行上街頭抗議來表達意見。如果民眾對這樣的一個機制
所做出的决议仍然还有一些不同的意见的话，我们仍然要保留，让他们异议有的抒发的一个地方。所以法院的角色其实也应该要进来。Aber die Autobahnbehörde ist die Antragsbehörde und die Enteignungsbehörde ist dann das Landratsamt, ja, genau. Oder in der Stadt München ist eine Landeshauptstadt, da ist es, glaube ich, bei der Regierung. Die Regierung enteignet dann. Also immer die nächsthöhere Behörde enteignet. Die Behörde beantragt und die nächsthöhere Behörde enteignet. Und das kann einvernehmlich geregelt werden oder es kann auch dann, der Bürger hat dann auch ein Rechtsmittel. Er kann vor Gericht gehen gegen diesen Enteignungsbeschluss. 由法院做清明的决策，喺其他民主国家其實早已按樣做嘅。德國最後一個重要嘅判例，地方政府為了向德國有名嘅茶廠設廠增加搶入機會，就通過用工業做名義嘅土地證書，協助廠商取得用地。不過清明則被法院推翻，因為按樣違法。Lärmbereinigung, um die Enteignung zu vermeiden, tut man das auf mehrere verteilen, den Landverlust. Dann haben die Bauern geklagt und am Schluss waren es beim Bundesverfassungsgericht, also beim Supreme Court. Und der Supreme Court hat gesagt, das geht nicht. Der Bau einer Teststrecke für Mercedes ist nicht im öffentlichen Interesse. Zumindest kann man das aus dem Baugesetzbuch nicht ableiten, da müsste man dann ein eigenes Gesetz machen, um diese Enteignung zu rechtfertigen. Also Batsch, sind wir alle auf den Bauch gefallen. Und dann war 15 Jahre lang eine Ruhe. Gell? Und das kann ich jetzt nur anführen, wenn ich das höre, was ihr da macht. Gell? Also das ist, muss man genau prüfen, ob eure Gesetzeslandschaft das hergibt, für eine Fabrik Enteignungen durchzuführen. 因為民眾有權到法院打官司，法院係咪完成判決一切？其實都係公共建設，都唔得繼續進行。因為按樣拖到嘅工廠，為了減少阻力。同時講到民眾肯用土地來搞彎的土地價值就當重要。Bleibt das Eigentum gewahrt. Also das ist die Voraussetzung. Jeder soll wieder den Wert an Grundstücken erhalten, den er vorher hatte. Halt in einer größeren Ausfertigung. Ein großes statt vielen kleinen. Aber der Wert soll in etwa der gleiche sein. Darauf hat er Anspruch. 應該揾內地土地喺其他農民生產嘅角度來思考，農地離出價有幾遠呢？農產品運輸要行幾遠，甚至係地圖有幾片，農作物嘅產值一條生產條件，都做唔得正常嘅態。Also Gleichwertigkeit bedeutet für einen Landwirt, wenn er seine Fläche vertauscht, dass die alte Fläche und die neue Fläche den gleichen Wert haben für den Landwirt. Also er muss dort in etwa dieselben Pflanzen anbauen können, er muss in etwa denselben Ertrag haben und es muss von der Entfernung zu seinem Wirtschaftshof und den ganzen Aufwand, den er hat, der muss gleichwertig sein. 除貼所你出嘅價值外，對看唔到嘅價錢，啲德國係當生意來看，任何土地重劃都係簽約本地主要較多嘅時間來認真思考。不數搭隻計劃小愛5年，經過10年呢，未係當到。Weil man muss sich mit dem Gedanken vertraut machen. Wenn ich Grundstückseigentümer bin, ich habe gerade vorher gesagt, das Grundstück habe ich schon bewirtschaftet, hat mein Vater bewirtschaftet, mein Großvater bewirtschaftet. Und plötzlich gehört mir das nicht mehr, es gehört mir das ein anderes. Und das fällt schwer, es ist mental schwer. Wenn ich aber da 1-2 Jahre Zeit habe, darüber nachzudenken, dann fällt es mir leichter, mich daran zu gewöhnen. Und ich habe früher ja den Beruf gemacht. Und das war meine Erfahrung, die Verfahren, die am längsten gedauert haben, das sind die besten Verfahren geworden. 还有一个没有进来，就是说那个朱家的那个小农地。然後德國的捐獻來比，台灣的土地價值當將除咗家私以外，仲冇其他嘅統計調查。從一擺台灣土地嘅太平農地交換，就用地主嘅管託有幾遠嘅來作為土地交換的經濟。按照比例去分配。比如30米的，我有1甲地，我30米的可能分6分地，那么这个在里地的可能这分4分地，
就按照这个比例配比下来，所以大家都要30米的，30米的，大家都要搭配离地。台湾其他大部分的土地证书案，土地假释接上变作反对证书的主要原因。像既然争议几下年的台铁桃园总立拓铁路国家化计划，因为桃园县政府计划扩大证书范围，按算要拆贴3000行户的人家。不过证书假释三签私家4股1股天天，一般民众当反弹。伊讲迄种公告限制要让它证书。公告限制的是这个假释的是，咱一般私家差不多1/4啦嘛，个天天，主要按样天天，按样的时间海办样就发图买件无。照伊公务员的个立场来讲，公家假市场是唔会犯法，假无可能的事情。佢抢要300万买无，160万买摕，我也都要办的来带啊！佢唔讲我4个5个本来也得，你也得做私家，我也得做公交家。有合理冇？一下台湾土地证书假释係照當年正月初1公告嘅土地獻出，不過因為公告獻出係經過地政人員普查過後，送到地價便宜委員會審議過後公告獻出接上咗出現政策性的調整。88年7月的是69600。現在到94年的時候，給你降到53000。94年。現在到現在才多少？才67400，就調一些的，還不夠啊，還不到以前的限制啊。在那個評委會當中，政府當然會稍微評估一下，如果要徵收很多土地的話，它的負擔有沒有辦法負擔得起啦？所以往往為了要減輕政府自己本身的負擔，會把那個地價。那个公告限制稍微做点调降啊，那这个其实对于民众的权益是损害的啦。因为按样，下一摆台湾就算还是用土地证书的方式来做公共建设，希望减少民意反弹。土地证书假释的经济，听说企业重新检讨。我们所谓的补偿只是相对的补偿。我们并不是进行所谓的这个完全的补偿，其实征收是一种对人民而言是一个特别的牺牲，我们给他补偿应该要高一点，应该要属于所谓的完全的补偿，甚至要比完全的补偿，甚至还要再高一点，比如说市价，那应该要比市价还高一点。当上资料也是太普农民，所以用年物保留的方式。繼續留啲原來嘅素材成法，一部嘅土地證書爭議可以嚟做一樣結束嘅。不過，當受到議論嘅土地證書機制，係個營業冇必做抽籤，像一樣嘅抗爭時刻，就會繼續出現。